Irgendwie eine seltsame Musik, die klingt ein bisschen nach einem Schlaflied, wa? Wie dem auch sei, willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin. Der letzte Part war mit Professor Kosmos Rettung und Team Aqua und Team Magma. Beide zusammen war es schon ziemlich aufregend und die Frage für uns ist jetzt, wie geht's eigentlich weiter? Dann wissen wir, Team Aqua ist unterwegs Richtung, nicht Team Aqua, sondern Team Magma, ist unterwegs Richtung Schlotberg. Was ja eigentlich auch dann unsere nächste Station mit inbegriff, mit Inbezin natürlich, sprich Bad Lavastadt. Das ist die Frage, gehen wir direkt dorthin, wollen noch etwas hier erledigen. Wie gehen wir direkt voran? Das ist nun eine sehr interessante Frage. Okay, der ist also hier der Typ, wa? Kann man gucken, dass noch was für uns? Attacken im Menü. Die Knallattacken, die Pokémon doch Level-Out-Sticker lernen können. Jo, Mann! Was? Ihr habt gar keine? Aber irgendeine Herzschuppe. Will man es verarschen? Ich hab kein... Okay... Verwirrung. Ich dachte, ich hätte mindestens eine gehabt. Ja, mit Herzschuppen dachte ich, könnte vielleicht noch gucken, ob unser Gardevoir vielleicht noch eine Attacke lernen könnte. Jetzt ist ein letztes Level erreicht, also Level schon, sage ich, nenne es eine letzte Entwicklungsstufe. Aber okay, muss ich irgendwo erst noch gucken. Ja, sind bereits vorbei. Und hier die Wettbewerbe. Die Frage, gehen wir jetzt hier echt noch rein? Machen wir echt noch etwas? Oder sparen wir uns das alles noch für später auf? Weil irgendwie, habe ich ganz ehrlich gesagt, gar keinen Bock drauf. Für Pokémon-Wettbewerbe. Ne, wisst ihr was? Raus hier. Ist zwar alles nice und so, keine Frage, aber wir machen das alles erst ein bisschen später. Was wollen wir denn eigentlich noch machen? Irgendwas war noch in Lava-Fälle, weiß bloß nicht mehr was. Doch genau, das war das mit dem Pokémon-Attackenlehrer, genau, das war das. Und hier noch ganz kurz ein paar Dinge verkaufen. Und noch neu einkaufen. Wir können zwar auch ein Malmfroh machen, aber wenn ich schon mal hier bin. Das Schattenglas. Ne, warten wir mal noch. Ein Guade Vanit habe ich noch nicht. Wir kriegen das aber schon daher. Mal gucken. Und sonst halt noch von. Jetzt zuckt mir gerade mein Ohr. Das ist natürlich sehr toll unter dem Kopfhörern durch. Ja, aber ich das hasse. Was sagen wollte, müssen das auch vielleicht von XY oder auch von ja, Alpha Saphir rübertauschen. 15.000, Alter! Das ist der Wahnsinn. Der Pokewedel brauchen wir vielleicht mal noch. Superball ist, ja. Steinknochen mit 1000, okay. Honig brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, aber trotzdem noch. Alles klar. So, dann mal gucken, was wir alles kaufen können. Ich tendiere doch langsam mal zu den Hyperbällen statt den Superbällen. Das heißt direkt mal 10 Stück. Ne, komm, 15. Ist doch besser, ja, viel besser. Ja, die Musik hier, die ist immer wieder so nice. Ohne Scheiß. Dann haben wir Leben noch. Brauchen wir noch einen Hyperheil, wenn es sicher noch ganz nice, nehmen wir schon genug. Natürlich noch ein paar Top-Schütze. Alles für den Schutz, Kopf und Stutz. Zack. Und zack und tschüss. Ja. Es gibt natürlich theoretisch noch vieles hier zu tun, aber stimmt ja, Pokémon Center. Pokémon Center. Soll vielleicht noch das Team ein bisschen austauschen. Hallo Trainer vom Pokémon Center, fit machen, yo. Wir haben dann Geduld. Aber kommen sie bald wieder. Ja, ja. Ganz anders, aber im letzten Part ganz vergessen, wegen dem Pokerus. Alter, muss der muss aber ganz klein gucken. Seht ihr das, Leute? Ganz links unten, ein bisschen im Granitstein. Da ist irgendwie so ein pinkes Smiley, ein ganz kleines. Das steht für den Pokerus. An uns Pokémon haben den, aber natürlich nicht unser Sengo, denn
Die hier waren bereits infiziert, 3 Tage sind vergangen, jetzt sind sie halt clean und können andere Pokémon nicht mehr anstecken. Aber wir haben ja noch unser konserviertes Pokémon. In der Box. In der Box, man! Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich plötzlich noch irgendwie ja, wegschmeißen muss ich eher weniger, aber nicht den plötzlich übersehe. Da, rechts, Pokerus! Es klappt wirklich, oh Mann, ist das geil. Die 2 zwar noch, aber Was wollte ich jetzt? Den mitnehmen? Ne, wäre ein bisschen doof, wa? Was ich mal will, ist natürlich noch Sengo ablegen, das dann schon. Ja, Zickzacks. Zickzacks, Zickzack, Zickzacks. Hätte ich mitnehmen, wäre eigentlich schon eine Option. Ich habe ein kleines Problem, wenn ich jetzt durch Metang mitnehme, sagen wir wieder ein bisschen Schwächen und so, oder andere Pokémon, das ist schön und gut, aber Zurückhaltung, ja, wie gesagt, das wäre zwar nice, der Pokerus, der fliegt dann wieder, das ist ein bisschen doof. Weil dann war das Pokémon, sich anzustecken, dass er nachher in die Box ablegen kann. Oder aber ich laufe einfach mal mit 6 Pokémon einfach so rum und dann steckt sich einfach mal so an, das ist eine andere Variante, wobei ich das eigentlich offscreen machen müsste, wa? Als Ziel wäre, dass ich die ganze Box irgendwie anstecken könnte und dann ja, weil es dann irgendwie ums Tauschen geht mit anderen Editionen und neue Pokémon dazukommen, dass die dann mit den EVs infizieren kann. Was eigentlich auch noch wissen müsste, ist, um ein Pokémon infizierte Pokémon mit dem Supertraining, die auch doppelt so schnell lernen, oder ob das irrelevant ist für Supertraining. Pokémon sagen sowieso dafür die EVs, die halt doppelt so viele davon kriegen, aber beim Supertraining ist ja krass, da können sie ja teilweise sogar pro Trainingseinheit können sie 24 EVs kriegen auf einem Wert, das wäre ja krass, ey. Ja. Also gut, dann lassen wir es doch so. Was machen jetzt? Jetzt sieht das Bauer sicher wieder. Stimmt, Bauer ist sowieso garantiert. Das Pikachu, wieso nicht, wahr? Wir können sie ja mal trainieren, wenn wir ein Pokémon im Team. So. Und Tschüssikowski. Na dann, schnell auf nach Malmfroh und dann direkt natürlich zum Schlotberg. Wir müssen schloten, wa? Wer ist Michael, wenn es in Malmfroh City geht? Ja, gerne. Alles klar, auf geht's. Blüpp. Und da sind wir auch schon. Da wären wir als Malmfroh City. Hey, Schlotberg. Sei besser vorsichtig, Michael. Das bin ich immer, jetzt überlege ich wegen dem Fahrrad. Ja, das Kunstrad, das ist sehr gut. Denn das, Leute, wäre hier oben auch sehr, sehr nützlich. Das ist eigentlich beide, aber das eine braucht gar nicht, wa? Das Schnellrad kommt erst nachher hinzu. Das Eilrad, Entschuldigung. Das Kunstrad jetzt bereits. Okay, mal überlegen. Sieh die Zickzacks! Pudersand! Brauche ich auch nicht, aber egal. La 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 la. Nix los, wa? Hallo, auch nix. Die sind auch weg, dann kann ich hoch. Okay, dann muss das auch nicht mehr durch. Nö. Dann direkt hoch, Leute. Moment mal ganz kurz. War hier hinten nicht etwas? Ja, wo ist es noch? Oh, ein Mega-Block, den wir ruhig schenken können. Ein mega Quatsch ist das. Und dann, hallo Tante. Die soll beim Werk gleich hinauf. Möchtest du mit? Jo. Bitte hier entlang. Ja, unser Team. Also wie gesagt, Koki kann ja eigentlich nicht mehr trainieren. Das heißt, wir haben momentan 3 Pokémon im Team, die wir aktiv zum Kämpfen schicken können. Wobei eine sehr spezielle EPs bekommen, sprich Erfahrungspunkte. Weil sie getauscht ist, sind die anderen 2 normale. Könnte lustig werden. Ne, Moment mal. Atomic Yao, da habe ich auch getauscht. Das wird echt geil. Das wird so geil. Vor allem die 2 Atomic ist bereits wieder entwickelt. Das ist soweit gut. Experten ja, wieso nicht. Und los geht's. Was ist jetzt hier los? Hier.
Wenn sie Landmasse vergrößern, schrumpft Insel an der Wasser-Pokémon. Okay, können wir natürlich nicht. Dann noch über der Feuer-Pokémon oder was? Ja, taucht ins Feuer! Ihr habt 2 Fiefchens, hallo? Knurrfauch. Oh, Entschuldigung. Okay, sprich Hunden zur Arena gibt es noch nicht. Also sprich zur Arena Stadt. Ja, mal gucken, wa? Was ist hier oben los? Items keine, sind bereits die nächsten wieder. Meteoritenstecke voller Energie! Yo. Team Magma will die Landmasse vergrößern. Wie krank sind die eigentlich? Ja, ihr wollt die Meeresmasse vergrößern. Hallo, wie krank seid ihr denn? Weiß genau, so kacke. Mist, Team Magma ist ein zahlenmäßig überlegen, so kommen nicht gegen sie an. Ja. Das lästige Team Aqua, immer müssen sie in die Quere kommen. Ich frage mich, ob es, also, jetzt mal angenommen, es gäbe irgendwann mal ein Remake von Smaragd. Gäbe es denn auch mal irgendwie, ja, sprich halt Pokémon Delta Smaragd? Und zwar mit dem 3. Team natürlich. Verflixt, Mensch, gib mir das Alphenzeiger, los ihr Blickgänger! Klar, ein Vierfinger gegen 3. Ist das so stark, der Typ? Jeder hinten aus dem Weg oder setzt was? Den Mattmassen, okay, da hat nichts Neues auf dem Kasten, gehen Sie den Weg, okay! Zum Wohl alle! Oho! Ist ein Team Magma, oho! Ja, der wurde von Kalle trainiert. Und das ist bereits der erste, der von uns auf die Mütze bekommen möchte. Kein Problem, Mann, die kriegen jetzt richtig schön eins auf den Zeiger. Okay, Schluss. Pfiffchen. Chaos, I choose you. Ich choose dich, you. Mal einmal den Kraftkoloss. Pfiffchen. Einer weniger. Ein Smogon, wenn es zwar ein Psychofall war, egal. Smogon. Smogon. Halt die Klappe, Mensch! Oh. Drin ins gewisse Mann. Ja. Das bringt's unheimlich. Eisenschädel! Mann! Der nervt, der Kumpel. Smogon. Und dann verduft er und Chaos kriegt sein verdientes Level Up. Und der Rüpel ist besiegt. Ja, so besiegt. So Leute, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit, aber trotzdem ein bisschen... Oh. Bereits so weit schon. Ich würde sagen, jetzt Zeit für unseren Champion, wa? Junglord, wo momentan wäre sein kann, ja Atomic, aber anderes Thema. So. Hallo Kalle. Hohoho. Du, da bist du schon bei den Meteorwellen gekommen. Sag bloß, du willst uns Schweißspur versalzen. Was eigentlich unglaublich, unendlich, unheimlich, unfassbar. Wie ausgesprochen, außerordentlich, unmelzemäßig und den extremsten... Alter, komm mal auf den Punkt. Luft holen, ja, dankeschön. Nervig, du bist Kindchen. Ich bin Kind, ich bin immer nervig. Aber jetzt ja quetschen. Auf die offenen Augen. Tja, Kalle, dann komm doch her, Mann. Jetzt kriegst du auf die Schnauze. Smogon. Unser Jungblut. Man kann auch noch überlegen, wie ich Jungblut trainieren war. Sprich physisch oder speziell. Wir machen ein bisschen gemixt. Einerseits natürlich irgendwie so ein Donnerschlag wäre schon geil. Aber auch so ein Hitzekoller kann auch ganz nice werden. Oh. Autsch! Kopf verdorren einmal! Oh. Ja, auf den Schrank auch. Alter, hat er mir reingehauen. Come up! Halt die Klappe, Mann, hier kriegst du einen Doppelkick voll in die Schnauze. Glück gehabt. Sag mal, und down, Jungblut. Schon wieder, oho. Da guckst du noch, oho, wa? Du arsch mit Ohren, ey. Ich muss zugeben, dass du und dein Team wirklich sehr stark seid, aber alle Bemühungen sind zwecklos. Der Boss ist bereits im Besitz des Meteoriten, den wir von Professor Dingsbums erhalten haben. Kosmos. Was aber steckt, willst du wissen? Der ist gleich dort hinten. So ein Trottel.
Er hat keine Chance genug und sagt trotzdem, geh ich zu meinem Boss, zeigt ihm schon, wo der Haken hängt. Als ob der Boss genug eine Chance hätte. Naja. Die wollen halt auf die harte Tour. So, du Boss, komm mal her. Oh mein Gott. Entscheidungsschlag, Mucke. Dieser Meteorit birgt wahrlich grandiose Kräfte. Nicht auszudenken, was geschehe, wenn man die Energie, die im Kern des Planeten ruht, mit der des Meteoriten verbinden würde. Dieser unbeugsame Wille, der mir aus deinen Augen entgegenblickt. Aber ja, du bist auch derjenige, der uns im Ozeanmuseum von Graphipod City einen Strich in die Rechnung gemacht hat. Dass du dich bisher vorgekämpft hast, bedeutet dann wohl, dass du Kalle bezwungen hast. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass Ärger Anmarsch ist. Du warst es also. Alle Achtung. Gut, dann wird dir auch heute wieder etwas Wichtiges mit auf den Weg geben. Vor Jahrtausenden machte sich ein besonderes Wesen, die gewaltige Energie, die im Inneren unseres Planeten schlummert, zunutze, um die Landmassen, die wir unser Zuhause nennen, aus dem Nichts zu erschaffen. Diese Kraft, nach der wir streben und mit der es uns möglich sein wird, die Landmassen auszuweiten, wohnt einem urzeitlichen, legendären Pokémon inne. Dieses Pokémon hat jedoch die Quelle seiner Kraft verloren und ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Du willst sicher wissen, wie man jenes Pokémon aus seinem Schlaf erwecken kann. Nun, unsere Nachforschungen haben uns schließlich zum Schlupfberg geführt, genauer gesagt, zu diesem Meteoriten hier. Denn unter den richtigen Voraussetzungen sollte es uns möglich sein, die Eigenschaft dieses besonderen Steines derart zu verändern, dass dieser zu einem Megastein oder gar zu einem Schlüsselstein wird. Wir befinden uns hier außerdem auf dem Schlotberg. Das bedeutet, dass... aber fragt ihr besser nicht zu viel. Genug der Belehrungen. Jetzt plötzlich mit dem Vortrag oder was? Die Stunde der Säuberung ist angebrochen. Wie du dich sicher noch erinnern kannst, hatte dich im Museum von Graphipod City eindringlich gewarnt, dass ich keine Erbarmen mit dir zeigen würde, wenn du dich unseren neuen Weg stellst. Daher werde ich dir nun ein jähes Ende bereiten. Du darfst dich geehrt fühlen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Eine Herausforderung von Team Aquaboss Mark. Wow. Alles klar, Jungblut, jetzt kommt's drauf an! Oh nein, nicht Bedroher! Der ist total kacke, Mann! Jungblut! Zeige, was du drauf hast! Scheiß Bedroher, sonst wäre er weg! Du Angeber! Ah, Jungblut! Ja. Das hat nicht nur Vorteile. Dann machen wir mal ganz schnell. Nitro-Ladung! Und Tschüssikowski mag nein. Möpf. Mag nein ist sowas von da und Kamerupt. Das ist jetzt ein little bit Problem, wa? Ich meine, kann nur diesen Feuerboden, das macht mit einer Attacke down. Wir haben noch kein Wasser-Pokémon im Team, das ist echt eine große Schwachstelle. Scheiße. Atomic! Kamerupt! Tja, würde mal sagen. Gedankengut zum Boosten! Und zwar sowohl Spezialangriff als auch Spezialverteidigung. Amnesie, weiß nichts mehr. Ja, das boostet sich natürlich auch noch. Dann mal den Kampffußstrahl. Blub, blub, blub. Wo bin ich? Wer bin ich? Das Angriff oder was? Ich glaube lieber selber an. Du bist so blöd, Mann. Atomic Psychokinese. Scheiße, wie stark ist denn das Teil? Golbat. Ja, da darfst du wieder. Wobei eigentlich Chaos besser gewesen wäre, wa? Ein Profi auf ein Level ab von Jungblut. Nee, wohl kaum.
Bei 5 Level könnte durchaus klappen. Niederladung, schnell! Ja, natürlich schneller. Oh. Scheiß Konfusstrahl. Ja, jetzt hast du ihn. Junge Lu, komm schon, du schaffst das! Schaffst natürlich nicht. Er hat zur Verwirrung selbst reingehauen. Oh oh, das tut richtig weh! Ai, Caramba! Jungblut, halt durch! So, das wäre theoretisch schneller. Überlebe ich das jetzt oder überlebe ich es nicht? Ich mache eine Nutzloch-Challenge, mache ich jetzt zwar nicht, aber ich habe trotzdem keinen Bock, dass Jungblut drauf geht, deswegen. Ganz schnell zurück. Chaos, it's your turn. Ja, viel Spaß. Der stürzt daran aber gar nicht. Steinhagel. Windschnitt. Regt nix. Was? Och, Menno. Das ist... Oh. Mir bin langsam verarscht. Mann, Alter, Chaos. Der Part ist bereits vorbei. Mach mal ein bisschen hin hier. Ja, 6, toll. Noch 6 und angreifen, hat es langsam. Alter, ich krieg langsam die Motten nicht mehr verwirrt. Und dort daneben. Der Steinhagel trifft jetzt 90%. Jetzt komm schon. Ja, geht doch. Wieso noch immer auf die harte Tour? Jungblut! Was, Protzer? Nee, come on. Du musst dich nicht protzen. Das hat nicht nötig. Meine Brille sitzt schief. Nicht schlecht. Du bist einen Millimeter zurückgewichen. 4323, also immer. Du hast also geschafft, mich den großen Markt zurückzuschlagen? Haha, du amüsierst mich. So sei es, denn es ist wohl Zeit, dass meine Pokémon nicht die wahre Macht der Mega-Entwicklung entfesseln. Auf das der letzte fahle Hoffnungsschimmer jammervoll von deinen Augen verklimmt. Oh nein, Leute, was hat dieser Markt bloß vor? Das und vieles mehr erfahren wir am nächsten Party bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, tschüss.